Hallo, ein Tutorial, um Löcher zu reparieren in Nomadsculpt. Manchmal entstehen Löcher im Mesh. Mir hat jemand diese Datei hier zugeschickt und wollte wissen, wie man diese Löcher hier stopft. Erkläre ich gleich, aber als erstes erzähle ich mal, wie das überhaupt dazu kommt. Man sieht hier, dieses Mesh hat hier eine Stärke sozusagen und es ist relativ dünn. Ich maskiere den Teil da mal und blende diese Maske hier aus. Und ich habe hier die Innenseite auch eingefärbt. Man sieht hier diese zwei Netzhälften, die liegen total eng beieinander. Und wenn man hier, ich lösche die Maske wieder, wenn man jetzt ein Voxel Remesh durchführt, dann verschmelzen manche Punkte von diesem Mesh. Jetzt sieht man, dass die Löcher größer werden. Eventuell entstehen irgendwo noch andere Löcher. Je niedriger dass diese Remesh-Zahl ist, desto mehr Löcher entstehen hier. Und man sieht hier, dass auch schon die Innenseite durchkommt. Also das kann das Ding gar nicht mehr packen. Solche Kleider sollten wir nicht als so eine, ja, mit dieser Meshstücke erstellen, sondern flach. Ja. Also gut, hier erkläre ich jetzt mal, wie diese Löcher zum Stopfen sind. Und zwar, man braucht dieses Trim Tool. In den Einstellungen von Trim Tool kann man hier diese Fill Holes, Entschuldigung, aktivieren und hier den Detailgrad, wie viel Unterteilungen dann entstehen sollen oder dieses Smoothing. Okay, und die zweite, die allerwichtigste Einstellung ist dieses Front Vertex Only, dieser Haken hier. Ich lasse den mal weg, also nur damit man sieht, was passiert, wenn der weg ist. Dann wird dieses Loch hier so geschlossen. Und wenn dieser Haken hier an ist und ich mache das gleiche, wird das Loch so geschlossen. Und in diesen Einstellungen hier kann man jetzt hier diese Details hochschrauben und dementsprechend werden mehr Punkte erstellt in diesem Mesh. Okay, also dann flicken wir diese Löcher hier und man sieht jetzt hier, das Loch ist zu, aber die Innenseite vom Mesh kommt durch. Und das ist kein Problem. Man geht jetzt hier auf diesen Smooth Brush und smootht diese Ebenen hier raus. Dieses Mesh muss man natürlich auch innen kontrollieren. Hier diese Flächen dann ein wenig smoothen. Man kann auch diesen Relax Ding benutzen, um diese Flächen da wieder glatt zu bügeln. Und wenn einem das hier da nicht so passt, dann kann man ja hier auch nochmal diese Flächen hier einfach großzügig ausschneiden und mit dem Smooth Brush das wieder glätten. So, und die Relax-Funktion ist in dem Fall an. Und ja, so sind diese Löcher wieder geflickt. Und wenn man jetzt dieses Voxel Remeshing machen will, dann muss man eindeutig eine höhere Resolution nehmen. Jetzt wenn ich hier ein Remesh mache, dann sollte das alles wieder glatt sein. Ja, schön.
alles wieder okay. Viel Spaß beim Sculpten. Tschüss.